Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Da habe ich ja haufenweise Worker-Paketler. Die sind diesmal nicht alle in einem Paket angekommen, also kein Paketsection, sondern alle einzeln. Also schon in einem großen Paket, aber mit viel anderem Gruß. Also das war jetzt kein fertiger Bausatz. Was ich euch ja... Eieiei, wackelt ja da an der Kamera rum. Was ich euch ja schon gezeigt habe, stehst du da. Das packen wir jetzt einfach mal alles aus, dass wir wissen, was wir haben und was wir noch brauchen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir alle Teile dafür schon haben. Und alles, da muss ich die Schraube auch mal ein bisschen lockern. Die muss ein bisschen entspannen. Sonst kann man das noch jeder, hat es jemand gut gemeint. Da haben wir nämlich andere Batterietür. Was ich hauptsächlich wissen will, ist, was da innen drin ist. Sag mal. Brauche ich dafür ein Schraubenzieher leer? Das aufzumachen, das ist ja Krust. Oder soll das wasserdicht sein? Ich habe jetzt gerade kein. Das will ich. Kreuzschlitzschraube definitiv nicht aufmachen. Gucken wir mal innen rein, was wir da haben. Das ist der Hanne. Ist 2, 3, 4, 5 Schrauben sind fest gemacht. Und der Rest liegt drin im Tütle. Das ist gerade. Seht ja, das funktioniert noch nicht so gut. Funktioniert noch nicht wie geschmiert, weil da wahrscheinlich keine Schmiere drin ist bisher. Das müssen wir alles noch neu machen. Und da sind auch keine Schwungräder drin, ist nichts drin. Das gehört so, das ist bloß eine leere Hülle. Entschuldigung. Irgendwann kommt das auch wieder weg. Und jetzt so zerlegt, ihr könnt euch vorstellen, dass die Teile da nicht bleiben. Und wenn man da schon schön reinschauen kann, dann haben wir das. Das haben wir bei der Streif auch schon durch ein anderes Worker-Teil ersetzt. Das machen wir da auch so. Das habe ich auf jeden Fall noch nicht da. Aber jetzt machen wir mal eine Bestandsaufnahme, dass wir mal gucken können, was brauchen wir denn noch. Was ist denn da überhaupt denn? Ist okay. Muss ich mal gucken, ob ich von der Streif vielleicht den Drücker noch habe. Weil dann könnte man nämlich einfach raus. Da unten passt das da rein. Ich will da. Ui, nee, das ist ein klares Nein. Das wäre aber der einzige. Da könnte es gerade so reinpassen. Das findet man jetzt einfach mal zusammen raus. Wenn nicht muss ich ein bisschen neumodischeres Zeugs mit der Elektronik umsteigen. Ne, das passt nein. Das sieht sogar cool aus hier. Zumindest von eurer Seite. Das passt nein. Dann muss ich gucken, ob ich von der Streifen oder den Original Trigger habe. Das Teil, das entfernen wir einfach. Und das Teil, das haben wir bei der Streif schon ersetzt. Das ersetzen wir einfach. Das ersetzen wir sowieso. Das haben wir nämlich da noch. Jetzt gucken wir mal, ob das geht. Federle dabei. Gucken wir mal. Das passt. Das denke ich. Boah, das
Das hat jemand gut angezogen. Das machen wir gleich, dann ist das ist schon mal erledigt. Dann das da bestelle ich noch, also das Schieberle. Und das, da haben wir das oben, das drucken wir aus. Genauso wie das Teil da haben wir, das drucken wir aus. Das habe ich schon mal entworfen. Das drucken wir auch aus. Haben wir sie nur noch mal raus. Und dann machen wir es. Dem Modell schneiden wir das einfach oben ab. Das seht ihr, das ist doch nicht das Teil von der Streif. Aber das hat ja hier bei der überhaupt keinen Sinn, der Teil. Weil in der Streif ist das, da hängt das da oben, da ist das ein Design drin. Das kann man einfach zack weg und im Modell raus. Ja, das Batteriefach, das wird das Ding. Da muss ich mal gucken, wie man das mit dem Dremel machen kann. Ach, das zuerst stricken und dann das. Ich habe auch schon größeres Batteriefach. Und dann haben wir noch ein paar weitere Pakete. Da haben wir Magazine. Jetzt habe ich keinen Platz auf dem Tisch. Auf das andere Paket hinein. So. Und irgendwie gucke ich noch, dass ich ein Bananenmagazin kriege, auch in Blau. Das auch für voll lange Pfeile gut ist, weil für kurze Pfeile habe ich schon. Da habe ich alles. Ja, das wird. Aber wenn wir schon, warte mal, wenn wir schon, machen wir den Innenraum zuerst. Wie das jetzt noch? Schwungrädles. Ich meine, das ist ein Schwungrädlesplaster. Der braucht auch Schwungrädler und ein Schwungrädleskäfig. Das habe ich schon. Das glauben wir jetzt halt einfach mal temporär von der Evader. Das ist so schiefer. Das packen wir da rein. Also so ein Stück Lauf habe ich sicherlich noch. Wobei, da kann ich aus der Sicherheit noch mal ein paar Zentimeter kaufen, dass das passt. Und dann haben wir dann noch 2 Paketler. So, Schwungräd. Und klar, wir brauchen auch Modelle. Das haben wir auch schon. Da habe ich auch schon mal. Ach, Käbel brauchen wir nicht da. Da machen wir dann das Quiz nur hin, damit zurechtkommen. Nur schwarze Käbel rein. Das wird so ein Ding, weil wenn ich mir überlege, schwarz und grau oder so, schwarz und rot sicherlich nicht. Brauche ich da das Ding? Ui, das ist eine wilde Geschichte. Zur Not, die hätte ja auch noch gerade Käfig da. Das ist eine wilde Geschichte. Das soll da heben. Das jetzt drauf macht, dann geht es nicht mehr runter. Die lassen wir mal vorher draußen. Das machen wir dann, wenn wir es bauen. Das heißt, da muss ich jetzt gucken, dass ich den Trigger von der Streif noch finde. Dass wir den da montieren können. Weil sonst müssen wir da was ganz Eigenes konstruieren und da habe ich keine Lust drauf. Dann machen wir lieber da ein Relais rein und gucken, dass wir da. Also das mal auf die Seite. Das Batteriefach auch mal auf die Seite. Die leere Tüte, das ganz leer sind sie noch nicht, weil da ist Schreibel und Zeugs drin. Man sieht das schon. Mein Gott, was man noch braucht. So, wenn man das mit Lithium-Akku macht. Vielleicht so Batterieüberwachungsdingerle. Davon habe ich auch mal einen Stapel gekauft. Können wir gucken, ob das so rein macht. Duft man das von außen noch sehr.
Das geht bloß bis da. Da findet man schon das Plätzle. Dass man das von außen gerade noch so sieht. Ja, das ist ein bisschen eng. Oder das könnte vielleicht den Griff nicht passen. So. Dann kennt's. Haben wir natürlich ein Verlängerungskabel. Das haben wir auch da. Das müsste jetzt da. Ja. Aber Beschriftung wäre nicht verkehrt gewesen. Das hat wahrscheinlich. Da muss. Ich glaube, das muss so rum rein. Dann wird es nämlich da auch eng. Das geht so nicht. Da wäre dann die Dinger. Da wäre der Trigger im Weg. Das Fäderle. So der jetzt vielleicht gegangen. Das ist dann dahinter rum. Gut, da haben wir jetzt auch ein rotes Kabel. Muss mal gucken, ob ich das Verlängerungskabel nicht auch mit nur schwarze Kabel finde. Und da hätten wir gerade so ins Batteriefach kommen. Und das ist gerade nachher nach unten durch. Das machen wir dann, wenn man das sowieso wegmacht. Da geht es mir jetzt bloß mal drum, grob zu probieren, ob es denn in den Bauraum reinpasst. Ach. Ja, das sind ein bisschen. Das Kabelmanagement, das wird eine Geschichte. Das müssen wir ein bisschen. Da wollen wir natürlich auch keinen Stress auf die Kabel machen. Aber ja, ist gut. Gerade sage ich es Gott und dann. Quetsche wieder das Kabel ein. Eieieiei. Das Zeit ist dieser blarste Ingenieur am Fuschen. Ich sag's euch. Keine saubere Ingenieursleistung gerade. Ja gut, die Schwungrädler, die klappern jetzt halt herum. Oder seht ihr? Da dürfte man das, wenn das nachher leuchtet, schon gescheit erkennen. Oh, und plötzlich hat das Ding Gewicht und ich verliere Schraube, wenn ich das. Die ist jetzt schön am Schuh gelandet. Ich meine, Stahlkabel Sicherheitsschlappe. So. Dann war sie wenigstens nicht aus der Welt. So. Der jetzt sage, wir geben den jetzt alle 2 und 3 Uhr. Wobei, wir können es ja auch einfach da das Tütchen reinmachen. Ich seht ja, ich hab noch ein bisschen was. Also, fangen wir mal mit dem an. Schulterstütze. Das ist jetzt für die Funktion vom Blaster nicht wichtig, aber das komplett ist.
kennen wir die. Das ist so aus- und einfahrbare Sodele. Das sieht doch schon mal mächtig aus. Das gefällt mir. Oh, das sollte ich vielleicht nicht machen, dann mache ich das Kabel hier. Und dann haben wir noch, da können wir uns überlegen, ob wir da das Metallteil drin haben wollen oder das Kunststoffteil. Aber ich glaube, wir lassen das Metall, weil das wird schon das Bessere sein. Und dann haben wir dann noch, ganz groß Paketle. Packen wir das mal zur Seite. Das ist der Hauptgrund, warum ich mir das Swordfish gekauft habe. Das Chris Vector Kit. Lassen wir mal so. Und ich könnte jetzt überrascht sein, aber ich kann euch verraten, ich habe schon probiert und war schwer überrascht, dass das der Hanne. Ja gut, das soll das Magazin mal rausmachen. Das will ich jetzt vor der Kamera auch nicht mehr. Also der Teil geht echt schwer drüber. Seht's. Der Teil geht leicht. Und habe ich festgestellt, da oben fehlt mir die Schiene. Das muss ich abstellen. Also das ist jetzt ein bisschen Schleudeil. Die Schiene halt und Zeugs. Also. Und das ist das Magazin, weil das Magazin, das man so nachlegt. Das ist dann nachher so. Das Magazin, das ist ein bisschen Läufer, den Blaster. Dann können wir gleich alles. Das dahinter, das gehört an den Streif und nicht an die. Warte mal, dann müssen wir das komplett, den Teil komplett wegschrauben. Das können wir einfach mal machen. Weil da haben wir nämlich bei der Swordfish, da haben wir extra Teil dazu gekriegt. Die Schraube raus, dass wir heute auch was geschafft haben und nicht bloß geschwätzt haben. Aber das ist wichtig, dass ich jetzt da mal das durchgegangen und gucke. Aber ich dachte, da kann ich gleich ein Video draus machen, kann ich ein bisschen unterhalten, zeigen, was ich so vorhabe, dass ihr auch mal in der Planungsphase involviert seid. Da können wir gleich, da gehört nämlich das Teil dann rein. Und ich meine, wenn ihr wisst, welchen Plastik ich zuerst gebaut habe, also blau finde ich schon cool. Wobei wir gucken uns auch andere Farben an. Hey, ich mag halt die Bausets von Worker, das ist schon. Das hat. Also, ja, wenn man jetzt den Fall von dem Ding da vorne. Ich zeig's euch nämlich noch, weil ich habe zum Glück noch die ganze Detail von der Streif da. Oder was heißt zum Glück, ich hab's halt einfach nicht da, weil ich habe den Streif zerlegt. Ja, komm schon rein. Die schraubt dann noch. So, so muss das. Das ist auch wieder so Blaster. Den habe ich mir hauptsächlich wegen der Optik gekauft. Ich glaube mit meiner Prophecy, das ist ja der erste Blaster, den ich hier auf dem Kanal gebaut habe. War schwer überrascht, dass das ein Euteuler geworden ist und kein 2-3-teiliges Video. Mit der spiele ich öfters rum wie mit einem Streif. Aber die macht auch weniger Krach. Das ist. Und das wird mit der Swordfish nicht arg viel anders sein. Die wird wahrscheinlich ähnlich viel Krach machen. Das kann sein, dass die ein bisschen weniger Krach macht, weil das Gehäuse vielleicht ein bisschen stabiler ist oder was weiß ich. Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Das werden wir dann zusammen rausfinden. Weil da müssen wir das Ganze noch vertrauen. Und ich muss jetzt noch gucken, ob ich den Schalter von der Streif noch habe. Wenn nicht, muss ich so in Au bestellen. Also für den Trigger.
So, da haben wir das gleich gemacht. Jetzt zeige ich euch da mal. Also das ist das von der Streuf. Das. Also das geht wirklich ganz entspannt rein. Wieder raus. Und das andere, ich habe es das erste Mal, ich bin verpackt das. Also man könnte jetzt auch schon Klischees auspacken und was weiß ich, chinesische Hersteller, aber Worker hat sonst eigentlich, zumindest so wie mir scheint, anständige Qualität. Also, das ist halt schon. Puh. Jetzt gucken wir mal. Jetzt tauschen wir mal das da von der Streuf gegen das von der Swordfish. Weil das ist auch so ein Ding. Ich meine, ich habe es von meiner eigenen Streuf ja schon ausgedruckt. Das würde ich jetzt einfach gern wissen. Und dann kann ich einen 3D-Drucker zeitlang beschäftigen. Und dann können wir das. Ich müsste nämlich noch für meine Prophecy habe ich auch einige Teile rausgedruckt. Das Blau müsste ich noch genug da haben. Dann drucken wir das einfach in eine schöne Blau aus. Und wenn wir da noch das Ding da ausdrucken, das drucken wir noch in schwarz aus. Genauso wie den Magazinhebel. Und dann kriegt das die Streuf. Und die Streuf kriegt das wahrscheinlich früher wie die Swordfish, weil für die Streuf muss ich weniger ausdrucken. Da kann es sein, dass man das zuerst in schwarz ausdruckt. Und das sind dann so Kleinigkeiten, wo man denkt, okay, ja, das ist eigentlich völlig irrelevant, das zu machen. Aber wenn man schon macht, also ich meine, hier finde ich das schon relevant, wenn man da durchschauen kann und alles. Gut, das ist auch ein Ding. Müsste man, also wenn ich das wieder verwenden möchte, würde ich einfach da Zägle holen und das ist halt, und dass ich das, also das verstehe ich nicht, wenn man das dann von eigenen Plaster macht und das dann zu den eigenen Deutschen nicht passt. Also, das sind so Dinge. Gut, das kann sein, dass ich das auch universell als anderes Teil für die Streuf anbiete, dass man das dann, wenn man das klar haben will oder so, von der Streuf, dass man das dann, dass ich das deswegen dann das oben mitgenommen haben, weil sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn. Einfach weg. Mal schon Material gespart. Und es sieht halt, also, weil das hat jetzt da noch, den Blaster. Ein Streif hat so eine Funktion. Da sieht man das aus. Und da hält es dann, da geht da durch Schlinge rum und. Aber den Blaster hat das keine Funktion, das sieht komisch aus. Aber wie schon gesagt, das war alles kein Problem, weil das Teil lassen wir, das kann ich entwerfen, das kriege ich, das durfte ich schnell hinkriegen. Das Teil muss ich noch entwerfen, das haben wir uns als fertiges Teil von Worker. Das hat jemand anderes schon entworfen. Das drucken wir einfach aus. Das schmeißen wir raus, das brauchen wir nicht. Und dann hat das alles die Farbe, die wir haben wollen, oder die ich haben will, das suche ich mir dann aus. So. Machen wir das wieder zu. Haben wir da ein bisschen. Oh, Vorsicht mit den Kabel dahinter. Sagt da und quetscht der Kabel dahinter. Das macht uns dann nachher, wenn wir, also momentan ist es unkritisch, aber wenn wir später quetscht, dann haben wir Kurzschluss in die Zelle. Genau das wollen wir ja verhindern. Oder wir wollen verhindern, dass die Spannung zu niedrig wird. Das ist schon witzig, wie das ist alles. Oh ja, da, genau das hätte ich nicht machen sollen. So. Oder. Brauchen wir da oben noch vielleicht ein Schreible. Das andere liegt jetzt auf dem Boden, das glaube ich noch auf. Bisschen Kraschel. So, das ist da.
die Schiene kaufe ich auch noch. Wer es hat. Oh, balla. Okay. Das ist wild. Weil da muss ich mein eigenes 3D-Drucksteile noch anpassen. Das habe ich komplett selber entworfen. Ihr seht, das Teil von der Streif passt hier. Gut, wobei das kann uns eigentlich egal sein, wenn man es nachher so verdeckt. Also das ist wild. Wobei das passt auch bei dem nicht. Das ist auch da ein bisschen. Ja. Das heißt, wir müssen das eigene 3D-Druckteil ein bisschen entspannter machen. Weil das habe ich schon getestet in der Streif. Das Eigensteile, das muss ich da vorne oder unten auch anpassen. Oh Gott, das ist dann so neu. So neu. Dass ich zumindest mal die Optik habe. Das kommt das Archiv. Oder das Teilelager. Das seht ihr. Ja, das Magazin ist gleich. Die Teile brauchen wir noch. Das Magazin ist gleich. Ja, das Orange, das Häder, da sieht man es durch, das sieht nicht gut aus. Dann können wir die Schulterstütze noch machen. Aber schon schönes Blaustelle. Da könnte man jetzt, da habt ihr vielleicht die Aufkleber gesehen, die mit dem Rauer, das brauchen wir aber nicht. Das heißt, die braucht da unbedingt ein scheiß Magazin, weil das hat. Und ich mag da auch jetzt für kurze Pfeile reinmachen. Also wenn dann schon ist für kurze Pfeile, aber das dann halt trotzdem die Optik von einem langen Pfeile Magazin hat. So ist hätte ich da. Das könnte man mal kurz holen. Dann machen wir kurz einen Schnitt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also, vor euch war ich nie weg. Also, das können wir jetzt bloß, dass wir mal die Optik haben. Das sieht besser aus, ja. Das ist jetzt schon schwer geworden. Also, die Schulterstütze ist halt schwer. Aber, es sieht halt schon besser aus. Wenn in schwarz hätte ich es damit voll mit für lange Pfeile. Das sieht halt nicht gut aus. Keine Ahnung. Das müsst ihr nicht ganz verstehen. Okay, das ist ja wohl billig gemacht und das passt auch nicht ganz geschmeidig. So, das passt. Ja, aber wenn man oben die Schiene noch, dass das dann. Was ich ein bisschen schade finde, dass das dann da. Aber das ist halt schwer nachzukriegen, dass das eine fließende Optik wird. Und das Batteriefach, dass sie da Batteriefach draus gemacht haben. Ist ein bisschen schade. Dass unter das Triggerle nicht für große, weil so leicht, einfach so Spannungstriggerle, so hoch, für hohe Ströme Triggerle, dass das nicht dafür auslegt, ist okay. Das umgehen wir einfach mit dem Relais. Ja. Müssen wir mal gucken, vielleicht Gott das für kurze Pfeile auch. Ja. Ich drucke jetzt einfach mal viel Teil, das da vorne, das ganze Zeugs, das drucke ich jetzt mal. Beschäftigt da mein Drucker und hoffe, das passt. Und das da entwerfen und alles und Zeugs machen. Und dann, wenn wir das alles zusammen haben, das wird ein bisschen dauern, lasst der Abo da, dann kriegt das auch mit. Dann bauen wir da das Blästerle zusammen. Weil die Käbel und das Zeugs, das ist dann kein Hexenwerk mehr. Das kriege ich hin. Das ist alles kein Problem. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.